Mein Name ist Martin Peyer, ich bin Präsident vom Publikumsrat von der SRG Deutschschweiz. Wir schauen die Sendungen an. Das Mal ist es SRF bei den Leuten live in Andermatt. SRF bei den Leuten live gibt es seit über 10 Jahren. Es ist eine Sendung, die live mit Publikum aus den schönsten Regionen der Schweiz sendet. 3-mal im Jahr mit prominenten Gästen, mit Musik, mit spannenden Geschichten rund um Menschen und schöne Landschaften. Und sie sollen den Leuten daheim Lust machen, unser Land mal auf eigene Faust zu entdecken. Mein Name ist Martin Bohner, ich bin Senior Producer bei der Unterhaltung im Bereich Show und dort zuständig für alle Sendungen aus dem Bereich Volkskultur, die als SRF bei den Leuten live dazugehört. Das Konzept von SRF bei den Leuten lebt vom Publikum. Wegen Corona hat das jetzt gefehlt. Das hat man gemerkt. Und es war manchmal ein bisschen irritierend. Wer klatscht jetzt für wer? Oder wer redet mit wem? Oder wer kocht für wer? Da, glaube ich, lohnt es sich, wenn die SRF-Leute noch mal über die Bücher gehen. SRF bei den Leuten ist, wie der Name schon sagt, draussen. Und bei den Leuten, auch wenn es das mal weniger Leute hatte, das hat uns weh gemacht, aber wir haben auch die Ansicht gehabt, dass wir gerade in dieser speziellen Zeit unseren Zuschauern, die das Programm gerne haben und auch vermissen, eine möglichst authentische Sendung liefern. Und da fügen wir uns natürlich den behördlichen Vorgaben, das hat keine Leute gehabt, respektive nur Leute, die in der Sendung vorgekommen sind und die haben dann auch applaudiert. Ich habe das nicht so schlimm gefunden, denn schliesslich, wenn jetzt ein Sportler auftritt oder ein Sportler an einem Wettkampf teilnimmt, klatschen ja seine Kolleginnen und Kollegen ja auch für die Person. Die Leute haben ja nicht für sich selber geklatscht, die Leute haben als Unterstützung für unsere Moderatorinnen und Moderatoren und für die anderen Protagonisten in der Sendung geklatscht. Fabienne und Salar haben zum ersten Mal die Sendung moderiert. Das hat man gemerkt. Es ist nicht immer ganz klar, welche Rolle sie hatten. Sind es Moderatoren, Moderatorin, sind es Schauspieler, sind es Gastgeber oder sind sie einander zäukeln oder was auch immer. An dieser Rolle zu arbeiten, das empfehlen wir gerne. Klar, das ist so. Die zwei sind unter Druck gestanden und einem enormen Druck. Die haben noch nie beide eine Samstagabend Live-Kiste gemacht. Und das ist jetzt der erste Schritt auf einem hoffentlich langen Weg, wo wir zusammen gehen. Da werden wir daran arbeiten, da werden wir daran schrauben, auch an der Rollenaufteilung zwischen den zwei, dass die noch vorkommen, zum Beispiel in anderen Beiträgen oder in diesem Märchenfilm, haben wir nichts geändert. Seit dem Nick, das war beim Nick auch so gewesen, weil wir haben den Auftrag gehabt, für die Sendung eine sanfte Evolution zu machen und keine Revolution. Das heisst, wir haben versucht, viele Elemente, die die Leute gerne haben, wo wir das wissen, in der Sendung beizubehalten und ein paar neue dazuzufügen, aber dass das noch nicht das fertige Produkt ist und dass die beiden wachsen müssen, das ist klar. Gut gefallen hat uns, dass man gemerkt hat, in Andermatt wohnen nicht nur Bergler und Berglerinnen, sondern die Bevölkerung ist sehr durchmischt. Ein bisschen mehr Schwierigkeiten haben wir mit den Rollen, die zum Teil den Leuten zugewiesen worden sind. Ich denke an eine Landfrau, die sicher mehr zu sagen hätte als einfach nur 2-3 Sätze. Oder ich denke an den Gemeindepräsidenten, der mit einem Speed-Dating überhaupt an die Punkte angekommen ist, wo ihm eigentlich ein Anliegen gewesen wäre, darüber zu reden. Klar, über Speed-Dating kann man streiten. Ich finde es besser, die Form, als zum Beispiel einfach ein trüges Interview mit dem Gemeindepräsidenten, wo er dann erzählt, wie toll das ist und wie tief das die Steuern sind. Wir wollen unsere Sachen und unsere Inhalte auf eine unterhaltende Form transportieren. Und dass das nicht allen gefällt, das ist klar. Und das nehme ich sehr gerne entgegen und da werden wir sicher auch dann im Debriefing, das nächste Woche stattfindet, darüber diskutieren. SRF bei den Leuten live, das ist wirklich ein Markenzeichen von SRF, wo wir denken, könnte man zulegen, und da sind sie auch dran, bei den Leuten näher dran zu gehen, mehr im Gespräch zu sein mit denen und die veränderte Situation durch Corona auch zu nutzen, um die Leute in der Sendung zu beteiligen. Ich finde das immer sehr spannend, andere Meinungen zu hören, verschiedene Meinungen. Klar, allen kann man es nicht recht machen, aber jetzt gerade das Mal ist es effektiv so gewesen, dass die 3 Punkte, nämlich das Kochen, der Wettbewerb und die Rollenaufteilung der Moderatorinnen und Moderatoren, genau die Punkte gewesen sind, wo wir nach der Sendung gesagt haben, schau, da müssen wir noch dran schrauben im Team, da sind wir noch nicht ganz dort, wo wir sein wollen. Und von dem her hat uns das auch bestätigt und es ist wie immer eine Bereicherung gewesen und ich habe Freude, dass es so etwas gibt. Finde ich toll.
SRF war einmal mehr gezwungen, aufgrund der Pandemie eine Sendung neu zu denken, komplett auf den Kopf zu stellen. Und der Publikumsrat findet, das haben sie extrem gut gemacht.